Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Wir machen hier unserem Halloween Journal weiter. Ich habe mir hier ja schon so ein paar Sachen parat gemacht, so ein paar hübsche Bildchen habe ich einfach in der Mitte aneinander gerissen und ein bisschen geinkt. Einfach mit Walnut-Stein ein bisschen. Und die möchten wir jetzt gerne so als Täschchen irgendwo ein bisschen reinkleben. Irgendwo, wo das einfach so ein bisschen passt. Zum Beispiel da wird doch das noch gut aussehen. Ich nehme meinen Tacky Glue und tue einfach da mal an den Rändchen ein bisschen leimen. Ja, meine Stimme war darum nicht ganz so wahnsinnig toll an dem Tag, wo ich hier gefilmt habe. Und darum habe ich gedacht, ich tue das einfach dann später noch vertonen. Und ich hoffe, das klappt gleich irgendwie ein bisschen. So können wir doch das einfach ganz schön reinleimen. Und schon hätten wir ein wunderbares Täschchen. Ich habe mir hier noch ein paar Sachen parat gemacht, die ich dann noch ein bisschen dekorieren kann damit. Mal schauen, da hätten wir einfach so ein kaffeegefärbtes Zettel. Da habe ich noch ein bisschen gestempelt, ein Federchen und so ein Eierchen. Und da habe ich noch so ein paar Die-Cuts, die ich vorbereitet habe. Da hätten wir noch ein hübsches Sommervögel, das würde doch noch herzig aussehen. Das könnte man noch. Jetzt könnte man das vielleicht noch ein bisschen inken mit Walnut Stein habe ich da wieder genommen. Oh, ich tue da wieder mal ganz am Rand basteln. Das ist wieder wahnsinnig toll. Seht ihr wieder so wahnsinnig viel? So, das habe ich gemerkt, das Papier, da das oben so ein bisschen wie beschichtet ist, hat das die Farbe gar nicht so gut angenommen. Aber dafür das Öhrchen umso besser. So, und das Federchen können wir auch gerade noch ein bisschen am Rand. Dass das auch noch so ein bisschen wie einen Rahmen gibt rundherum. Und das meiste landet natürlich an meinen Fingern. So, aber das sieht doch jetzt wunderbar aus. Und jetzt können wir auch noch ein bisschen mit Aged Mahagoni. Ich finde, das gibt auch noch gerade so eine schöne Farbe. Das Rötliche. Passt noch gut. Noch für Sommervögel auch noch ein bisschen und für meine Finger. Ja, so würde ich sagen, ist doch das gut. Wird das wieder angeleimt. Und dann kommt als nächstes das Öhrchen.
Und Sommervögel ist wieder mal ein bisschen mühsam, weil er so feine Flügel hat, wo man fast keinen Leim draufstreichen kann. Und ich bin wieder mal total aus dem Bild. Ich weiss, es tut mir leid. So, dann kann man das auch noch drauf pflümeln. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es fast ein bisschen verschwindet, das Sommervögel. Fast ein bisschen schade. Aber doch, es sieht doch recht herzig aus. So, das wäre unser erstes Täschchen. Und dann suchen wir uns doch gerade das nächste Plätzchen. Und natürlich noch ein neues Täschchen aussuchen. Den Mond. Wo möchte ich den gerne reinhaben? Da würde ich das gerade verdecken, das wäre ein bisschen schade. Das ist das Weiss und da ist es gerade direkt neben dem Baum, alles ein bisschen zu wild. Aber vielleicht hier, jetzt unten gerade noch ein Täschchen. Das machen wir doch so. Inken müsste ich eigentlich nicht mehr, das habe ich dann hier auch gerade gemerkt, dass ich das ja schon geinkt habe. Ausnahmsweise mal. Aber dann kleben wir doch das gerade mal. So, soll ich das an 3 Orten inken oder an 2? Kleben. Ich glaube, ich nehme noch 2. Dann kann man nämlich auch ein bisschen etwas Grösseres noch rein tun. Wenn die Seite noch ein bisschen offen ist. So, und dann können wir das dann noch ein bisschen inken. Und, nein, zuerst die Ecke noch ein bisschen abrunden. Das mache ich jetzt gerade mit der Schere, weil meine Eckenrunde irgendwo weit fort war. Und dann noch ein bisschen inken. Und dann sieht doch das auch schon gerade wunderbar aus. Voilà. Gefällt mir. Ich glaube, da muss man gar nicht viel mehr dran machen. Oder vielleicht so ein Label würde auch noch recht hübsch aussehen, finde ich. Aber das hat mir ein bisschen zu hellen Rand, weil es das beim Stempeln nicht richtig gestempelt hat. Aber dann haben wir doch den Trick 77. Und ich male das einfach mit so einem ganz normalen Fineliner das Rändchen doch einfach noch ein bisschen an. So, ich würde sagen, das sieht doch gut aus. Nehmen wir. Fertig. Jetzt haben wir 2 Täschchen, eins unten und eins oben. Und dann kommen wir schon mit dem nächsten Täschchen, das mit dem hübschen Vögel. Das würde doch da irgendwo noch so gut aussehen.
Jawohl, da möchte ich es gerne haben. Das ist auch wieder so eine Ecke, wo wir einfach an 2 Kanten anleimen. Zack, und das ist schon fertig. Ui, ein bisschen krumm. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen geräder rücken irgendwie. Naja, immer noch nicht ganz perfekt, aber jetzt klebt es halt. So, und das gefällt mir eigentlich schon recht gut. Das Vögel tut seine Arbeit und da muss man, glaube ich, gar nicht mehr dekorieren. Und dann suchen wir doch einfach die nächste Seite. Zum Beispiel die da. Da könnten wir oben etwas machen, damit man das unten noch so schön sieht. Wie wäre es mit so einem Mäschchen? Ich glaube, das machen wir doch. Und als Deko habe ich hier die dekorierten Zusammensetzteile. Ich denke, die würden doch gerade noch recht gut passen. So. Aber noch mit irgendetwas zusammen. Ich habe hier noch so von dem Haushaltspapier, wo wir auch beim Rostfärben eigentlich nur die ganze Schweinerei damit aufgeputzt haben. Das würde doch irgendwie noch so ein bisschen gut aussehen. Aber irgendwie fehlt vielleicht gleich noch irgendetwas. Noch ein bisschen Ink auf jeden Fall. Ich mache das hier jetzt gerade direkt mit dem Stempelküssi, damit meine Finger noch mehr voll werden. Aber es kommt dann gerade ein bisschen mehr Farbe ab. Es wird dann gerade alles noch ein bisschen dunkler. So, ein bisschen zusammenkrügeln und noch ein bisschen mit dem Mahagoni. Das ist das, glaube ich, was ich so genommen habe. So, genau. Oh ja. Und dann leimen wir doch das einfach mal so ein bisschen an. Mit ein paar Töpfchen. Und dann möchte ich das gerne noch so ein bisschen verkrügelt drauf haben. Und dann kommen die Teile noch drauf. Ja, von hinten ein bisschen gut andrücken. Nummer 2. Die Teile sind doch mega hübsch. Die haben wir mal zusammen in einem Video gemacht. Wenn ihr schauen wollt, könnt ihr dort noch das Video anschauen. So, da ist unser Täschchen und unsere Seite ist fertig.
Jetzt könnten wir doch hier noch ein bisschen inken. Das dunkelt mir, hätte ich da noch ein bisschen mehr verdient. Und obendurch auch noch passt das gerade noch ein bisschen besser zusammen. Und dann gehen wir schon zum nächsten. Wo hat er noch Platz? In der gleichen Signatur vielleicht. Oder auch in der nächsten. Da könnte man den Baum drauf tun. Also, dann leimen wir doch den einfach gerade mal an. So, das sieht doch hübsch aus. Und dann suchen wir auch schon das nächste Plätzchen für unser nächstes Täschchen. Wie wäre das mit dem? Zum Beispiel da, und dann könnte man hinten dran noch irgendetwas drunter kleben. Mal schauen, was ich da alles noch so habe. Wie wäre das mit so einer Tortenspitze eingefärbten? Das würde doch ganz gut aussehen. So als Hintergrund. Und dann das Täschchen drüber rein. Dann könnten wir das gerade noch ein bisschen inken. Mit dem Mahagoni. Und dann noch ein bisschen mit dem Braun drüber rein. So würde ich das noch ganz hübsch aussehen. Und dann vielleicht noch ein Täuli oder irgendetwas. Nein, das ist mir jetzt also gerade ein bisschen zu langweilig. Wie wäre es denn mit so einem Uhrli? Und irgendwie ein Kleberli. Das wäre doch schon mal ein bisschen besser. Aber das passt mir auch nicht so ganz. Ich nehme lieber eins, das ein bisschen dunkler ist. Und das gefällt mir eigentlich. Das Täuli noch dazu vielleicht. Jawohl. Und jetzt noch die ganze Deko. Zuerst noch ein bisschen inken und dann die ganze Geschichte aufleimen. Und da ist das natürlich ein bisschen mühsam wieder bei diesen ganzen kleinen Dingerlis. Und da muss ich nachher noch ein bisschen mit dem Finger nachleimen, bis es dann hebt. Und dann kommt natürlich das Täschchen drauf.
So, und dann sieht doch das wunderbar aus. Dann wäre schon unser nächstes Täschchen fertig. So, haben wir irgendetwas reinstecken. Super, gefällt mir. Und haben wir noch mehr? Haben wir noch mehr? Was kommt noch? Was kommt noch? Tja, das mit der Flasche. Der Baum. Da hat man doch noch so ein Standteil, das wir hinten reinkleben. Oh ja, schau, so ein bisschen versetzt. Das würde ich jetzt auch noch recht hübsch finden. Und dann da irgendwas, zum Beispiel eine Uhr. Ja, wieso nicht? Dann inken wir doch das gerade. Einmal schön rundum. So schön ziemlich dunkel. Und die Uhr auch noch gerade. Und dann noch mit ein bisschen Mahagoni rundherum. So, das gefällt mir. Jetzt müssen wir das auflimen. Aber wo genau eigentlich? So ein bisschen oben. Nicht ganz in der Mitte. Noch das 12 suchen. Und dann wäre es noch gäbig, wenn wir es auch um 12 aufkleben und nicht um 1. Warnen und ein bisschen drehen und dann kommt es gut. Voilà. Jetzt könnte man da natürlich so machen, dass es auch noch ein Täschchen gibt. Das wäre ja cool. So, dann hat man 2. Dann hat man hier eins und da hinten eins. Oh ja, komm. Das könnte man doch machen. Aber die Frage ist jetzt noch, soll ich es so leimen oder soll ich es so leimen? Ich glaube, ich mache es so. Und dann den Baum so ein bisschen versetzt. Das sieht doch schön aus. Und jetzt ist mir vorher noch gerade etwas in die Finger gekommen. Der Mond würde doch auch noch ganz toll aussehen. Mit dem Büsi. Vielleicht so. Oder
Lieber oben. Keine Ahnung. So. Gerade wäre noch schön. Oder ein bisschen weiter rund. Oder noch ein bisschen weiter rund. Oder ganz unten. Ah, ich weiss nicht wie. Doch, ich glaube, ich mache nicht dort oben. Das gefällt mir. Weil wenn man dann nämlich auch etwas ins Täschchen reinsteckt, dann sieht man das dann auch. So. Oh. Ach, das finde ich jetzt gerade extrem herzig. Mir gefällt das gut. Mal wieder ein bisschen Seitenkanten inken. Und jetzt als nächstes. Was kommt als nächstes? Oder glaube ich als letztes sogar? Wäre das mit dieser Flasche. Aber die passt mir einfach nicht so. Irgendetwas, habe ich das Gefühl, muss man mit dieser Flasche machen. Vielleicht irgendetwas draufkleben. Ein Kleberli. Mal testen. Welches von denen würde ich hier am besten aussehen? Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, jetzt habe ich etwas gefunden. Und zwar so ein kleines Blümchen-Bilderrähmchen. Das und dann zusammen noch mit irgendwie, da haben wir noch so ein Kreisli oder irgendwas anderes noch. Ja, und was wir dann sonst alles noch so dazu gefunden haben und es richtig geordnet haben, bis es wirklich auch stimmt. Und jetzt braucht das Ganze noch ein schönes Plätzchen irgendwo. Und vielleicht da. Und das komische Kreisli täuschen wir doch jetzt hier noch gegen ein Label aus. Ich glaube, das würde fast ein bisschen besser aussehen. Irgendwie so, ja. Genau, so machen wir doch das. Das heisst, jetzt wieder ein bisschen inken und nachher die ganze Geschichte leimen. Jawohl, und dann kommt selbstverständlich jetzt noch das Täschchen rein. Solig. Und das Label kommt noch ganz am Schluss. Das können wir auch noch wieder ein bisschen inken. Und drauf mit der. Und man sieht nichts mehr von dieser Flasche. Und es hat mir gerade eine schöne Collage gegeben. Und da wäre unser Täschchen, unser letztes, auch schon fertig. Aber ich habe gedacht, es fehlt doch noch irgendetwas und habe noch das schöne Blümchen gefunden. Und vom Hintergrund her passt das so hervorragend gerade auf das schöne Blatt. So ein Kleberli.
Voilà. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns doch einfach die ganzen Geschichten noch einmal an. Und als erstes hätten wir gleich mal da die Flasche mit dem Cluster unten dran. Man sieht es leider nicht, weil ich das Buch wieder mal zu weit unten habe. Das zweite wäre das mit den doppelten Täschchen gewesen. Das dritte, ich habe extra Zettel rein da, finde es trotzdem nicht. Bravo. Wäre das mit dem Vögeli, wo ich einfach so schlicht gelassen habe. Das nächste ist das mit dem Mäscheli und mit diesen Zusammensetzteilen. Jetzt habe ich es gemerkt, da hätten wir das ganze Büchlein. Gut, da haben wir den Baum und das Papier hat mir so gefallen, das haben wir auch einfach gerade so schlicht gelassen. Das nächste wäre das mit der Collage hinten dran. Und das ist das mit dem Doppeltäschchen, einmal da und dem schönen Mond, der mir so gefällt. Und das letzte ist das Täschchen mit dem Klebeli, mit diesen Blumen. Das wär's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!